Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Ja Leute, wir gucken uns jetzt die Vorstellung, beziehungsweise die Pressekonferenz von Thomas Tuchel an, seine Vorstellung. Ich hoffe, dass jetzt so die Fragen zum Nagelsmann dahin sind. Ich denke mal, ein, zwei werden noch auf den Tuchel drauf zukommen, wie man es so kennt, die dumme gelabert. Aber ansonsten gucken wir uns einfach mal an, wie der Thomas auftritt und was er so zu erzählen hat. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, gehen wir dann gleich rein, sobald es losgeht. Unser neuer Coach. Ich mag ihn, ey. Hello again. Hello again. Jetzt zum zweiten Teil unserer heutigen Pressekonferenz, wie angekündigt. Jetzt die Vorstellung und Ihre Fragen zu Thomas Tuchel. Und wie zuvor würde ich gerne mit einer Frage an jeden der drei starten und beginne mit unserem neuen Cheftrainer. Herzlich willkommen in München, Thomas Tuchel. Dankeschön. Was hat dich dazu bewogen, Thomas, zum FC Bayern zu kommen? Was waren deine Gründe, beim FC Bayern Cheftrainer zu werden? Also zunächst mal bin ich davon überzeugt und glaube ich, dass es eine Ehre und eine Auszeichnung ist, von Bayern München angefragt zu werden. Ich habe das gestern dann auf der Geschäftsstelle gemerkt, wenn du dann ganz spät am Abend an der Sebener Straße die Unterschrift unter den Arbeitsvertrag setzt bei Bayern München, dann ist das was sehr Außergewöhnliches und es ist eine Ehre und eine Auszeichnung, angefragt zu werden, die Möglichkeit zu haben, für den Club zu spielen. Da gilt auch wirklich mein ausdrücklicher Dank für das Vertrauen an Olli, an Brazzo, an Herbert Hainer und an Uli Hoeneß. Man merkt einfach, wenn man an die Sebener Straße kommt und auch wenn wir im Ausland arbeiten, ein paar Jahre Bayern sind einer der größten Clubs in Europa und damit auch in der Welt, der erfolgreichsten Clubs. Die DNA des Clubs ist eine Verpflichtung, sie ist ganz klar definiert. Ich glaube, dass das auch selten gibt und bei den Bayern ist es einfach ganz klar, es geht ums Gewinnen. Es geht auch um die Art und Weise des Gewinnens, aber es geht ums Gewinnen. Somit sind die Verantwortung, die Verpflichtung ist klar, es kann keine Missverständnisse geben. Ich glaube, dass der Kader dementsprechend zusammengestellt ist und es ist einer der talentiertesten und besten Kader in Europa aktuell. Es ist eine riesige Herausforderung, eine große Vorfreude von mir und meinem Trainerteam, mit diesem Kader zu arbeiten, den der FC Bayern da zusammengestellt hat, weil er eben diese Verpflichtung fühlt, zu gewinnen und man kann mit diesem Kader um jeden Titel spielen. Wir sind konkurrenzfähig auf absolut höchstem Niveau. Das ist natürlich dann auch eine große Verpflichtung für mich und deshalb ist es eine Vielzahl von Gründen. Am Ende ist es auch ein persönlicher Grund natürlich für mich, in der Nähe meiner Kinder, meiner Familie, in dem Bundesland zu arbeiten, in dem ich geboren bin. Das ist ja haarscharf an der Grenze zu Baden-Württemberg, aber trotzdem noch Bayern. Und, das ist dann eine Konstellation aus verschiedenen Gründen, die es einfach ermöglicht haben, auch ganz schnell zuzusagen. Wunderbar, vielen Dank. Dann meine Frage an Hasan Salihamidzic. Schilder uns doch mal den Ablauf der Verpflichtung von Thomas Tuchel ab dem Moment, sagen wir mal, ab dem Sonntagsspiel, ab der Niederlage in Leverkusen. Also jetzt habe ich es erklärt, wie das erstmal war am Sonntagabend. War natürlich super enttäuscht, haben Montag uns zusammengesetzt, haben wir beim FC Bayern und dann habe ich Dienstagmittag mein Telefon genommen und habe Thomas angerufen. Dann sagt er, was willst du? Ich sage, wenn du keinen Bock hast, dann leg auf. Und wir sind alle Profis. Wir sind zu der Überzeugung gekommen, dass wir so einen Topmann jetzt brauchen, dass wir jetzt den Trainer brauchen, der ja, große Erfahrungen gesammelt hat im Ausland. Natürlich auch eher in Deutschland, bei Mainz und Dortmund und dann schwierige Aufgaben hatte in Paris, Chelsea große Erfolge gefeiert hat. Dann haben wir uns Dienstagabend getroffen, haben ein sehr, sehr gutes Gespräch gehabt und klar, muss ich mir auch bedanken, dass er war von der ersten Sekunde, glaube ich, sehr heiß, sehr
da. Wir haben über alles gesprochen, über die Probleme gesprochen, aber auch natürlich viel über Fußball gesprochen. Und dann in den nächsten 2 Tagen, Mittwoch, Donnerstag, habe ich mit Marco und ich haben verhandelt, haben versucht, schnell eine Lösung zu finden. Und ich glaube, in 2 Tagen so ein Ergebnis zu erzielen, war schnell. War bestimmt auch nicht billig. Aber wir haben uns sofort verstanden. Wir kennen uns natürlich auch von früher. Wir haben vor 4 Jahren schon mal gesprochen und das hat leider damals nicht geklappt. Aber diesmal haben wir es ganz schnell hingekriegt, weil der Thomas auch unbedingt wollte und wir natürlich auch total überzeugt waren, dass wir Thomas an die Sebener Straße bringen wollen. Wie ich schon gesagt habe, dann haben wir das zu Ende verhandelt, haben dann auch Julian angerufen, haben, wie ich schon vorhin gesagt habe, als die Zusage kam, der erste, den wir angerufen haben, oder den Oliver und ich angerufen haben, war Julian, haben dann ihm gesagt, dass wir ein persönliches Gespräch haben wollen und haben eben neuen Trainer Thomas Tuchel damit willkommen. Danke. Herzlichen Dank, Hasan. Dann meine Frage noch an Oliver. Warum ist Thomas Tuchel der richtige Trainer für den FC Bayern? Ja, ich denke, über seine Qualitäten als Trainer, da müssen wir jetzt nicht diskutieren. Die sind überragend. Und wenn man auch seinen Werdegang verfolgt, auch das ist beeindruckend. Auch in Paris Saint-Germain als Trainer gearbeitet und so eine Truppe zu führen, ich glaube, da gibt es auch wesentlich Einfacheres auf der Welt, mit diesen ganzen Superstars dort zurechtzukommen, und hat ja auch Paris dann ins Champions League Finale geführt und auch bei der nächsten Station dann bei Chelsea ja sofort von Anfang an, vom ersten Tag an sehr, sehr erfolgreich gearbeitet, Champions League Sieger geworden, und das ist eine beeindruckende Vita, und da steckt natürlich auch Entwicklung, immer auch eine persönliche Entwicklung dahinter. Ja, und deswegen sind wir sehr, sehr glücklich und froh, dass Thomas Tuchel jetzt unser Trainer ist. Ja, vielen Dank, Oliver. Dann kommen wir zu Ihren Fragen. Was soll ich sagen? Ne? Auch Martin alles das, Volkmar. was ich gestern schon im Video gesagt habe. Also, ja, wir sind einer Meinung. Nee, Entschuldigung. Dann, hier ist der Martin Volkmar. Geht es? Hat's doch nicht so mit den Stühle, was ist da los? So, jetzt aber. Danke. Vielen Dank. Herr Tuchel, vielleicht können Sie mal sagen, wie nah waren Sie denn am FC Bayern? 2017, 2018 war es, glaube ich, zweimal. Waren Sie damals selber noch nicht so weit oder wären Sie damals schon gekommen? Und die zweite Frage, stimmen die Berichte, dass Ihre Seite da auch jetzt ein bisschen Druck gemacht hat nach dem Motto, entweder jetzt, sonst könnte es wieder zu spät sein, weil andere Angebote auf dem Tisch liegen? Nein, das ist nicht die Art der Verhandlungen, nicht die Art der Kommunikation. Die passt weder zu mir noch zu meinem Management, die mich vertreten. Es war sehr überraschend, der Zeitpunkt war total überraschend, auch am Dienstag für mich. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, es gab keinerlei Kontakte vorher. Deshalb war, um Ihre Frage zu beantworten, meine grundsätzliche Idee, oder ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass ich meine Karriere im Ausland fortsetze, weil ich, wie gesagt, keinen Kontakt hatte, nicht damit gerechnet habe. Aber das als Druckmittel zu benutzen, liegt uns absolut fern. Das erste Gespräch war spät am Dienstagabend, als ich damit konfrontiert wurde, und
wie öfters bei mir muss ich dann auch mal drüber schlafen und mal drüber nachdenken, was jetzt eigentlich gerade passiert, weil wir eigentlich damit nicht gerechnet haben und trotzdem die Begeisterung, die Größe der Aufgabe, die Herausforderung hat dann sofort überwogen und dann, glaube ich, kann man es auch nur in 2 Tagen hinbekommen, wenn sich alle sicher sind und wenn man offen und sehr direkt und ganz klar miteinander kommuniziert und nicht taktiert und nicht andere Vereine und andere mögliche Optionen anführt, um Druck auszuüben. Es war schon mal sehr eng, dann war aber Jupp Heynckes noch im Amt und ich finde, der FC Bayern hatte damals jedes Recht auf Jupps Entscheidung zu warten und ich finde, der FC Bayern hatte damals auch, und das habe ich auch dann in dem letzten Telefonat, das wir damals geführt haben, als meine Entscheidung für Paris feststand, ganz klar gesagt, dass ich niemandem böse bin und das auch gar nicht persönlich nehme, weil ich hätte es wahrscheinlich damals an Uli Hoeneß seiner Stelle auch getan, im Jupp das nicht zu glauben und einfach so lange wie möglich zu hoffen und zu warten, dass er doch noch weitermacht. Ich konnte nur damals nicht warten auf diese Entscheidung, weil dann in der Zwischenzeit eine sehr reale Option kam und dann ist es so wie jetzt. Es war auch damals dann nicht angemessen, weder den FC Bayern unter Druck zu setzen oder Paris unter Druck zu setzen und das gegeneinander auszuspielen, sondern für mich geht es einfach nur darum, mit wem sitze ich am Tisch, ist es etwas, was mich reizt, passt es zu mir, ist es eine große Herausforderung und alle diese Punkte sind gegeben und deshalb ging es sehr schnell und deshalb ist es eine Top-Lösung für mich. Ja, vielen Dank. Christian Falk von Bild, Sportbild. Thomas, ja. Du hast gesagt, der Kader gibt her, dass man um alle Titel mitspielen kann. Ja. Zum Spielsystem, es war jetzt im Vorgespräch schon ein bisschen dazwischen Mannschaft und Trainer nicht so gepasst. Hast du denn schon eine konkrete Vision, wie du spielen lassen willst oder gibst du dir noch ein paar Zeit- und Trainingseinheiten, wo du sagst, das schaue ich mir jetzt erstmal an? Oder ich würde gern ein paar Trainingseinheiten Zeit geben, ich fürchte nur, es wird keine geben. Ja. Ich habe meinen Trainingsplan angeschaut und mit den Nationalspielern bedeutet das im Umkehrschluss, dass wir uns sehen werden, aber am Freitag vielleicht zum ersten Mal trainieren, vor dem Samstag. Und dann, glaube ich, geht's. Also es war ja auch deshalb überraschend, weil absolut die Möglichkeit zu dem Zeitpunkt, zum jetzigen Zeitpunkt in der Hochphase der Saison besteht ja die Möglichkeit, wirklich alle Titel zu holen. Das ist zum einen natürlich dann ein überraschender Zeitpunkt, aber zum anderen, glaube ich, nicht angesagt für große Wechsel in der Systematik, große Wechsel in den Abläufen zu Spielen, bevor Spielen. Ich glaube, das ist jetzt nicht nötig. In Details ja, weil es gibt mit Sicherheit Gründe, weshalb die Ergebnisse und die Leistungen so in den letzten Wochen dazu geführt haben, dass die Entscheidung gefällt wurde. Das muss es auf jeden Fall geben, aber ich glaube, weniger ist mehr und ich habe eine Idee davon, was man machen kann. Ich habe volles Vertrauen, große Vorfreude auf den Kader. Das setzt mich natürlich unter Druck, aber so ist es. Wenn du bei Bayern unterschreibst, dann brauchen wir auch nicht drum herum reden. Dann geht es darum, alle Titel mitzuspielen und so viel wie möglich zu gewinnen. Und wie ich gesagt habe, weniger ist mehr. Und mal abwarten, da gehört auch ein Feedback von den Spielern dazu. Und da gehört jetzt auch von unserer Seite, von mir und meinem Trainerteam, eine tiefere Analyse dazu. Dafür war eigentlich gar keine Zeit, weil es war zwischen Donnerstagabend und zwischen Dienstagabend, Donnerstagabend nicht nur Verhandlungszeit und jetzt beginnt es eigentlich tiefer in die Analyse einzusteigen. Ja, vielen Dank. Machen wir weiter mit Torben Hoffmann von Sky, danach Marc Gabel und dann hier vorne. Ja, herzlich willkommen, Thomas. Kurze Frage. Du hast es schon kurz anklingen lassen. Wenig Zeit jetzt vor Borussia Dortmund, dann ist gleich wieder englische Woche, Pokal gegen Freiburg, Bundesliga, Man City. Wenig Zeit in den Trainingseinheiten da irgendwie Impact zu geben, aber wo siehst du persönlich jetzt so den Ansatz, die Mannschaft jetzt auch irgendwie zu catchen und sind das Einzelgespräche, Gruppengespräche, wie geht man das als Trainer an, der jetzt tatsächlich sehr, sehr wenig Zeit auf dem Trainingsplatz hat? Ja, und trotzdem bin ich immer ein großer Fan, es auf dem Trainingsplatz dann zu regeln und sich nicht tot zu reden und nicht tot zu analysieren, weil es werden jetzt auch nicht alle Spieler super happy sein und das ist ganz normal. Also da passiert ein großer Umbruch, wenn der Cheftrainer geht in der entscheidenden Saison. Da kann Unsicherheit entstehen. Vielleicht ist es für manche Spieler so, dass
dass sie eher wieder eine neue Chance sehen. Das ist doch, ganz hier genau. nicht anders wie überall anders auch. Und deshalb glaube ich, dass man am allerschnellsten Vertrauen zueinander fasst, wenn man auf den Platz geht tatsächlich. Und wenn es nur kleine Übungen sind, wenn es vielleicht nur kurze Spielformen sind, am Donnerstag und am Freitag erstmal über Kleingruppen und am Freitag dann zusammen. Samstagvormittag vielleicht noch eine kleine Einheit reinquetschen für taktische Dinge, dann ist das, glaube ich, trotzdem der größte Schritt, um da an den Verhaltensweisen dann kleine Schritte folgen zu lassen. Dass dann Gruppengespräche dazugehören und dass ich mir Feedback hole auf jeden Fall von den Spielern, aber ich möchte auch jetzt niemanden überfrachten, auch mich nicht mit 20 verschiedenen Meinungen und Sichtweisen. Ich glaube, dass das dann allen hilft, egal wie die Gefühlslage ist, dann rauszugehen am Ende auf den Platz und das Gras zu riechen und einen Ball zu sehen und eine gute Spielform hinzukriegen, ein gutes Training hinzukriegen, um einfach Vorfreude zu schaffen für einen Samstagabend. Das ist ein Riesenspiel, das ansteht. In der Konstellation natürlich noch größer für uns, als es für euch alle wünschenswert war und für uns jetzt wünschenswert war, aber so ist es. Und da gilt es jetzt, glaube ich, eher, Vertrauen zu schaffen, Vorfreude zu wecken und gemeinsam loszulegen. Ja, danke. Dann Marc Gabel. Ja, Tuchel, auch von mir herzlich willkommen. Können Sie schon mal was über Ihr Trainerteam sagen, das Sie mitbringen werden? Und werden Sie jetzt im Laufe der Woche mit jemandem wie Thomas Müller, mit Manuel Neuer, auch wenn er verletzt ist, mit Jo Kimmich schon mal telefonieren, um so ein bisschen schon mal vorab ein bisschen reinzuhören in die Mannschaft, um sich so ein bisschen die Problemfelder in Anführungsstrichen schildern zu lassen? Oder machen Sie das ganz bewusst nicht? Nee, ich glaube nicht. Ich möchte auch die Spieler nicht in die Situation bringen. Also dass man da über Vergangenes redet. Also wenn wir miteinander sprechen, und da bevorzuge ich auch jetzt ganz klar das persönliche Gespräch, und da haben wir jetzt, glaube ich, auch Zeit bis Montag und bis Dienstag noch zu warten. Aber es geht jetzt, glaube ich, in den Gesprächen dann auch nicht darum, die Vergangenheit aufzuarbeiten, sondern es geht darum, einen Draht zueinander zu finden, Lösungen zu finden, ein Gefühl füreinander zu kriegen und sich zu spüren und sich dann auch zu erlauben, den Luxus zu erlauben, das abzuschütteln und nach vorne zu schauen. Egal wie du dazu stehst, egal wie sich das anfühlt, weil es ist eine entscheidende Saisonphase und es gilt am Samstag das erste Ausrufezeichen, den ersten Schritt zu gehen, das erste Ausrufezeichen zu setzen. Was war der erste Teil Ihrer Frage? Mein Trainerteam. Das war alles, also auch in der kurzen Zeit gar nicht so einfach. Weder ich war darauf vorbereitet, noch mein Trainerteam war darauf vorbereitet. Deshalb auch ein großes Dank an die Flexibilität und an die Euphorie und an die Verrücktheit von allen Familien und allen meinen Co-Trainern, da dann immer wieder auch mir zu vertrauen und sich von mir überzeugen zu lassen in allerkürzester Zeit. Es wird der Arno Michels und der Scholt Löw dabei sein aus meinem Team, die schon über 10 Jahre und von Anfang an mit mir zusammenarbeiten. Und wir hoffen, dass wir noch Anthony Barry dazu bekommen, der aktuell noch bei Chelsea unter Vertrag steht und kämpfen dafür und sind zuversichtlich, weil es mein absoluter Wunsch ist. Und mit den 3 Assistenten werden wir nächste Woche beginnen. Danke, dann machen wir hier vorne weiter. Ja, hallo, Augsburger Allgemeine, Florian Eiserle. Frage an Sie, Herr Tuchel, aus der alten Heimat gewissermaßen. Sie haben ja eine Verbindung mit Julian Nagelsmann. Damals beim FC Augsburg haben Sie ihn gewissermaßen auf die Trainerlaufbahn sanft geschubst. Jetzt kommt es zu dieser Konstellation ein paar Jahre später. Das Leben spielt manchmal komisch, aber ist das für Sie jetzt noch mehr als eine besondere Randnotiz? Oder? Ja, es ist nie schön, weil wir wissen natürlich alle, dass die Trainerstelle auch immer nur frei wird, wenn sie frei gemacht wurde. Das ist einfach die das Logik Geschäft, des Geschäfts. Ja. Und es ist ja nicht so, dass es mich noch nie getroffen hat. Ich glaube, dass jeder weiß und ich glaube, dass du dich dem zu 100% verschreibst, wenn du für einen Club wie Bayern München spielst, dass das passieren kann. Ich kann mich reinversetzen, ich kann es nachvollziehen, dass das für Julian im Moment sich sehr, sehr, sehr bescheiden anfühlt. Es ist nicht meine Verantwortung und deshalb erlaube ich mir dann auch trotzdem positiv und mit voller Vorfreude den Job anzunehmen. Und so. Richtig so, richtig so. Mehr kann ich dazu eigentlich auch nicht sagen, weil es mir nicht zusteht. Ja, vielen Dank. Jetzt machen wir auf der Seite wieder weiter, Flankenwechsel. Erst Tobi Altscheffel von Bild Sportbild und dann Julian Wolf
und Welt am Sonntag. Lauter wie viele Leute da vom Bild und Sportbild da sind, oder? Mit Julian Nagelsmann, werden Sie da persönlich noch das Gespräch suchen oder gehört das eher nicht dazu? Und Sie haben es ja richtig gesagt, Sie sind jetzt in der Phase der Saison gekommen, wo es um die Titel geht. Sie haben viele Chancen, Sie können gleich 3 Titel gewinnen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch das andere Szenario, dass Sie die Vorlage nicht verwerten. Gibt es diesen Gedanken auch, dass man quasi sagt, okay, man könnte mit einem Malus in die nächste Spielzeit starten? Tja, klar. Also das ist völlig klar. Wenn du in der Verantwortung stehst, stehst du in der Verantwortung. Die Saison, die Julian begonnen hat und die Ausgangslage, die Julian mit der Mannschaft geschaffen hat, dass wir in der Lage sind, Ende März alle Titel zu gewinnen, dann gilt es, die Chance zu verwerten. Aber es bringt dem Stürmer auch nicht viel, wenn er sich vorher überlegt, ob er den Ball im nächsten Spiel vorbeischießt. Das kann tatsächlich passieren, aber es hilft nicht viel, darüber nachzudenken. Und wenn es passiert, dann muss er stark genug sein, mental stark genug sein, um die nächste Chance wahrzunehmen und die zu machen. Und so ist es ein bisschen auch, glaube ich, für mich. Es bringt jetzt nichts. Natürlich gibt es eine Risikoabwägung und natürlich, wir sind ja nicht, sprechen wir darüber, wenn wir aus der ersten Sitzung rausgehen und sagen, ja klar, es gibt eine Riesenchance, aber wir kennen die Mannschaft nicht, wir kommen jetzt wirklich aus dem Modus von mehreren Monaten, die wir nicht zusammengearbeitet haben, auch als Trainerteam. Es wird hoffentlich einer dabei sein, der die Bundesliga gar nicht kennt. Wir waren jetzt alle nicht super intensiv in der Materie, da liegen auf jeden Fall auch Risiken drin, aber es ist ja trotzdem so, dass wir den Druck lieben, den Stress lieben, das, was mein Leben ausmacht und meine Leidenschaft für das Spiel und für den Wettbewerb auf dem allerhöchsten Niveau ist viel, viel höher dann als die Bedenken, was alles passieren kann. Wenn es passiert, dann werden wir Verantwortung dafür übernehmen und werden versuchen, es besser zu machen. Und jetzt gilt es erstmal, so sieht's aus. Das Vertrauen auch zu haben, das Selbstvertrauen zu haben und offenen Auges da reinzugehen. Und wir werden mit allem, was wir haben, versuchen, diese 3 Titel zu holen. Dafür sind wir da, für nichts anderes. Zu der Frage, ob ich mit Julian direkt spreche, mit Sicherheit jetzt nicht gleich, nicht weil ich respektlos sein möchte. Es war immer so, ich glaube, dass mir das jetzt auch persönlich nicht hilft, seine Sichtweise der Dinge zu haben. Ich möchte jetzt einfach komplett unvoreingenommen anfangen und am Montag starten und dann wird sich mit Sicherheit, irgendwann werden sich unsere Wege kreuzen und wir werden darüber auch sprechen. Mein Verhältnis zu Julian ist aus meiner Sicht davon zu 0% betroffen. Ja, vielen Dank an Julian Wolf. Ja, hallo Herr Tuchel, auch von mir willkommen. Ehrlicherweise wurde meine Frage eigentlich jetzt schon gestellt, aber ich schwenke kurz um. Vielleicht können Sie noch mal zu Dortmund was sagen. Da trifft ja eigentlich wieder so der Spruch zu, solche Geschichten schreibt nur der Fußball, dass es jetzt ausgerechnet gegen Dortmund für Sie geht. Was bedeutet das für Sie und mussten Sie auch ein bisschen vielleicht schmunzeln, als das klar wurde, dass Sie zu Bayern kommen und es geht als erstes gegen Dortmund? Ja, weil, also ob Sie es mir glauben oder nicht, ich war relativ naiv in dem ersten Gespräch, in den ersten 30 Sekunden, weil ich wusste nicht, was wir besprechen und um was es geht. Und als es dann irgendwie sehr schnell klar wurde, dass es tatsächlich um sofort geht, ist der Groschen dann erstmal gefallen, dass es dann natürlich auch direkt mit Dortmund startet, mit einer Länderspielpause davor. Die Herausforderung kann nicht höher sein, die Konstellation mit mir. Okay, das ist, glaube ich, nicht so wichtig. Es gibt immer Spieler, die mal dort gespielt haben und hier gespielt haben. Es gibt immer mal einen Trainer, der vorher dort trainiert hat. Das ist jetzt eine ganze Weile her. Dadurch entstehen jetzt, glaube ich, ja, vielleicht für Sie schon, aber für mich jetzt nicht die ganz großen Geschichten. Ich habe 1, 2 Nachrichten bekommen von Leuten aus dem Staff und die sich freuen, auch mich zu sehen. Das wird auch so sein. Aber die Wichtigkeit ist natürlich ganz klar. Es ist das Spiel im deutschen Fußball. Es hat jetzt eine ganz neue Brisanz bekommen durch unseren Rückstand in der Tabelle. Und durch den außergewöhnlichen Ergebnislauf des BVB. Und dann da wissen hundertprozentig darüber Bescheid. Es ist so, wie es ist, hat uns nicht davon abgehalten, dann weiter zu verhandeln und die Aufgabe mit Vorfreude anzugehen. Ich würde sagen, jetzt machen wir noch 3, 4 Fragen, bevor wir dann zum Ende kommen. Georg Holzner vom Kicker bitte, hier oben. Und danach gleich daneben. Hallo Herr Tuchel, Hallo. grüß Sie.
Wann haben Sie sich das erste Mal mit dem FC Bayern beschäftigt? Ist es so etwas nach Ihrer Zeit bei Chelsea, dass man sagt, das spielt im Hinterkopf Gedanken, dieser Kader, dass man sich das mal anschaut, vielleicht ein paar Szenarien durchdenkt, oder ist es wirklich dann eine kurzfristige Sache, so wie jetzt von ab Dienstag, und dann zerpflückt man das Ganze, was hier vor einem liegt? Ich habe das für mich gelernt, mich davon zu befreien. Also natürlich kenne ich den Kader und die Leistung. Ich schaue ja, auch wenn ich dann aus dem Job raus bin, wie bei Chelsea leider, schaue ich ja weiter Champions League, ich schaue weiter Fußball die ganze Zeit, weil es meine Leidenschaft ist und weil es meinen Tag schöner macht, wenn ich Fußballspiele schauen kann. Und deshalb ist es total offensichtlich. Ich meine, die Vorrunde, die beiden K.O.-Spiele vor allem in der Champions League waren herausragend gut. Da gibt es überhaupt keine, also das ist meine persönliche Meinung. Und das wusste ich natürlich. Ich habe keine Sekunde darüber nachgedacht, weil ich mir das abgewöhnt habe, nach Mainz und nach Dortmund und immer wieder so durch diese freie Zeit, die ja dann auch teilweise selbst gewählt war, mir den Kopf zu zermartern, was sein kann, weil du kannst leider als Trainer, ist zumindest meine Erfahrung, es gar nicht beeinflussen, wer dich kontaktiert, wann dich ein Verein kontaktiert, welcher Verein dich kontaktiert. Deshalb ist es eigentlich total unerheblich, und ich habe es mir wirklich auch angewöhnt, das nicht zu tun, weil es überhaupt nicht zielführend ist. Du musst warten, du musst geduldig sein. Es war am Dienstagabend, spät am Abend, habe ich mir zum ersten Mal ernsthaft Gedanken gemacht über Spielsysteme, über den Kader. Aber der Eindruck auch von außen, wenn Sie bei Chelsea arbeiten, die haben mit Frank Lampard in dem Corona-Turnier dann in der Champions League sehr, sehr deutlich verloren. Die Meinung bei Chelsea über Bayern München, die Meinung in England über Bayern München, in Paris, die ist extrem hoch, egal ob Sie mit Spielerberatern, Spielern, Vereinsverantwortlichen sprechen, und das hat einen Grund. Niemand spielt gerne gegen Bayern, weder in Europa noch in der Bundesliga, und deshalb das ist total offensichtlich, die Größe des Clubs, die Stärke, die Kraft, die der Club hier entwickeln kann. Das ist einfach, darüber braucht man nicht lange nachdenken, und das triggert natürlich sofort, und deshalb hat das Dienstagnacht dann begonnen. Jetzt machen wir die letzten 2 Fragen. Die Dame hier vorne, bitte. Vielen Dank. Hallo, herzlich willkommen zurück in München. Danke. Erstens, warum nur 2 Jahre Vertrag? Der Vorgänger hatte 5. War das Ihre Entscheidung? Und die zweite Frage, jetzt nach der Premier League, ist das jetzt ein Rückschritt von der Qualität her, in der Bundesliga zu spielen? Also einfach mal direkte Frage, würde Union Berlin oder Freiburg in England auch unter den Top 6 stehen? Sie werden mich nicht verleiten, jetzt über Union Berlin und Freiburg zu sprechen, was mir in keiner Weise zusteht. Aber ich glaube schon, dass auch kein Geheimnis ist, dass die Liga in England, die Premier League, natürlich eine extrem außergewöhnliche Liga ist, mit der höchsten Herausforderung aktuell in Europa. Und dazu stehe ich nach wie vor, weil das war meine Meinung, als ich bei Chelsea trainierte, das war meine Erfahrung am eigenen Leib, und das hat sich jetzt auch nicht geändert, weil ich in die Bundesliga zurückgekommen bin. Ich finde, und ich habe es auch gesagt, ich finde, dass der FC Bayern, um die Frage ein bisschen umzudrehen, einen Kader hat, der in der Premier League um den Titel spielen würde, in der Breite und in der Tiefe. Und einen Kader auch aktuell hat, der 20 Mannschaften, der 4 Spiele mehr spielen könnte als in der Bundesliga, der 2 Pokale spielen könnte und der auch mit 6, 7 absoluten Top-Teams konkurrieren könnte um den Titel. Das ist eigentlich der Umkehrschluss für mich. Und ich vergesse ständig einen Teil der Frage. Zum 2-Jahre-Vertrag. Ja, ist ein Fortschritt. Bei Chelsea habe ich mit 18 Monaten angefangen. Jetzt haben wir 2 Jahre und, glaube ich, 2 Monate. Für mich spielt es keine große Rolle. Ich fühle mich extrem wohl mit der Laufzeit. Es gab mal ein paar Minuten die Diskussion, ob 2 oder 3. Wissen Sie, wir können da ganz ehrlich drüber sprechen. Wenn das gut ist, dann werden wir es versuchen zu verlängern, wenn sich alle wohlfühlen. Und wenn sich irgendjemand auf dem Podium nicht wohlfühlt, dann wird es auch nicht länger gehen, egal was auf dem Arbeitspapier steht. Denn, deshalb
ist ein Beruf, in dem es um Leistung geht, es ist ein Beruf, in dem es wirklich, glaube ich, auch um Momente geht. Kader verändern sich, Führungsstrukturen verändern sich, manchmal auch zum Leidwesen, habe ich das erfahren in Chelsea, dass sich komplette Führungen verändern. Bei Paris war es ähnlich, dass sich der Sportdirektor verändert. So, sie haben einfach manche Dinge nicht im Griff, deshalb gibt auch ein kurzer Vertrag mir auch eine Freiheit und immer wieder neu zu entscheiden, wenn es dann hoffentlich so kommt, dass es dann meine Entscheidung wird, und dafür werde ich natürlich alles tun, aber ich finde die Laufzeit perfekt, ich fühle mich sehr wohl damit und werde natürlich im ersten Schritt erstmal versuchen, das Vertrauen zu gerechtfertigen, um die zu erfüllen. Ja, wunderbar, dann machen wir jetzt die letzte Frage. Torben Hoffmann, bevor wir dann für die Fotografen noch ein Motiv hier machen. Torben, das Finale Furioso. Danke dir. Wird auch nicht schlimm. Hassan, wie geht es eigentlich weiter mit Michael Rechner, mit dem Torwarttrainer, den ja vor kurzem Julian Nagelsmann auch noch haben wollte, der installiert worden ist? Macht er weiter? Thomas, für dich dann auch kein Problem? Ja, er macht weiter. Er ist ein absoluter Topmann und der wird bleiben und mit uns zusammenarbeiten. Das haben wir schon besprochen. So, dann herzlichen Dank an alle. Jetzt machen wir noch das Fotomotiv. Das Fotomotiv? Okay, ich mache hier schon mal leiser, Leute. Ja, was soll man sagen? Also ich mag einen Tuchel. Seine Art kommt nicht bei jedem gut an. Ich mag es auf jeden Fall und ich denke, die Laufbahn, die er hingelegt hat, sagt alles aus. Und wie gesagt, ich denke, wir brauchen auch so einen Trainertypen jetzt, ja, der ein bisschen seinen Stil hat. Wie er schon sagte, jetzt die ersten Wochen oder jetzt diese Phase der Saison ist nicht die Zeit dafür riesengroße Änderungen. Da müssen wir uns ja auch nichts vormachen. Aber ja, ich denke, in Zukunft in der neuen Saison werden wir dann mal sehen. Ich denke mal, kleine Änderungen wird es schon geben. Ich bin mal gespannt, so was so Ecken und so anbelangt. Bin sehr gespannt, ob da vielleicht auch mal jemand anders mal eine Ecke schießen darf. Dasselbe über Freistößen und so weiter. Sorry. Aber das habe ich ja schon im anderen Video gesagt. Wie gesagt, für mich sympathisch. Der Tuchel. Ich freue mich auf ihn. Ich bin gespannt, ob er das Ruder rumreißen kann. Wir werden es sehen. Es gibt viel zu gewinnen, viel zu verlieren in den kommenden Wochen. Ja, und ich freue mich darauf zu sehen, so wie der ein oder andere Spieler reagiert. Weil der ein oder andere Spieler wird sich jetzt mal ein bisschen strecken müssen, denke ich. Ja. Und vielleicht hat auch mal ein Spieler wie ein Gravenberg oder ein Tell jetzt vielleicht einfach mal eine Chance, auch mal ein bisschen mehr Spielzeit zu generieren. Das werden wir sehen. Ne? Also, Leute, das war's von der Pressekonferenz, von der Vorstellung von Thomas Tuchel. Ich freue mich auf ihn. Und in diesem Sinne, rot-weiße Grüße gehen raus. Bis dann. Tschüssi.